Ich wollte mengriert ausnahmsweise mit einem Zitat aufhängen, was nicht aus einem Kommuniqué vom Mouvement écologique ist. C'est une perte de temps et de crédibilité monumentale que je déplore profondément. En reportant des décisions cruciales, nous décevons nos concitoyens, nous nuisons à nos entreprises et nous perdons la confiance de nos partenaires hors de l'Union européenne. La responsabilité commune étant de veiller à ce que nos orientations stratégiques s'inscrivent dans l'avenir et ne nous enchaînent pas au passé. Wow! Das stark wieder kommen vom Serge Schwilmes. Am Kontext von der Sitzung von der Umweltministerin zu Brüssel, wo am Vorfeld von der Weltklimakonferenz COP30 eine Verwässerung von den Klimazielen von der EU zur Debatte stand und eigentlich auch dezidiert wurde. Als Umweltminister hat sich damals zum Sprachrohr von einem starken Klimaschutz gemacht. Er soll sich zu gut, und das ist nicht so bei Kontext, ehrlich gesagt, ein bisschen keck, witzig, gegen die Darstellung von verschiedenen Ministern gewählt haben, die für Pragmatismus und Realismus plädiert hätten. Wir begrüßen das Aussehen. Weil das absolut unwahrscheinlich, mit weniger Schnelligkeit und Konsequenz auf EU-Niveau ökologisch und soziale Errungenschaften vor Jahrzehnten auf Frage gestellt gehen. All das kriegen mehr Appelle von den europäischen Kollegen für breitere Stellungnahmen und Kommission, Memberländer, Ministern, Parlamentarier, Regierung, Presse und so weiter zu schreiben, für als gegen die Regulierung an X-Bereiche zu werden. Die erdrückenden Zahlen von Dossien, verbunden mit einer ganz hohen Komplexität, führen dazu, dass ein Presse, der Grand Public, auch mehr als Umweltorganisationen nicht mehr mitteilen können. Leider muss ich klar sagen, Gegner von einer nachhaltigeren Zukunft sind am Block langen Hebel. Das verbunden mit Politikern auch aus christlich-sozialen Kreisen, die sich auf EU-Niveau auf die jetzt extrem zu bewegen. Das ist franchement inakzeptabel, dass es so, auch mit der Unterstützung von Lützeburger CSV-EU-Parlamentarier, die konservativ für ein paar Wochen den Auftrag hatten, die wichtigen Klimadecisionen am Vorfeld von der COP30 zu prägen und zu bestimmen. Jetzt extrem bekämpfen den durch mehr und Demokratie und durch ein klares Positionement, das in Zukunftsfragen stellt, ein positiv auf Gemeinschaft basierte Zukunftsvision hat und noch konkret und der schafft, als es geht. Sicher nicht, an dem sie mehr salonfähig möchte, an dem Mod der wirklich Zukunftsthemen verlegend. Die Situation weltweit und auf EU-Niveau ist dramatisch und erdrückend. Lobbyisten weltweit, Konzerne, Humorst und Geld, die Interessen zu vertreten. Kollegen von unseren europäischen Verbänden haben aber müssen ihrerseits in den letzten Wochen Leute entlassen. Viele Leute müssen entlassen, weil sie nämlich genug Gelder kriegen von einzelnen Memberstaaten und auch von der EU. Schon viel drin werden Desequiliber zwischen der Zivilgesellschaft und industriellen Kreisen zu Brüssel eklatant. An den Lograd, wo die Klima- und Biodiversitätskrise ungehemmt weitergehen, Themen immer mehr komplex gehen, dringend Handel mehr wichtig wie jedes, gerade da geschieht Aufbau. Und das ist dramatisch. Was möchte dann aber Courage in der Zeit? Aber wie konsequent trotzdem die Leute an ONGen weltweit und europaweit, auch an Länder wie der Ukraine, Russland, Amerika, trotzdem mit einer großen fachlicher Kompetenz, Engagement, gemeinsame Werte und Zukunftsvisionen weltweit zusammen schaffen. Dass die weltweite Solidarität, die weiter darüber leben, dass eine bessere Welt möglich ist. Und mehr Leben und Kraft von unseren Argumenten an einer Welt, wo die Leute am Modern und am Respekt für die Natur leben, auch gerade in diesen Zeiten. Ein Reihe Wissenschaftler so zu gehen, dass einzelne Leute, Lobbyisten, Firmen erleben, dass man einfach etwas im System entwickelt tun. Und dass sie desto mehr zurückstehen lassen. Wir haben aus dem März nicht dezidiert. Man natürlich stellt sich auch froh, wie mehr als Movement an einer ONG sich aufstellen. Aber Black sie mehr nicht gut. Wir machen als Best, wie wir sehen, wie die dort Dossier nicht gut genug abgestellt. Und auch ehrenamtlich ist es viel schwerer, ein europäisches Dossier zu begleiten. Und als finanzielle Ressourcen setzen als Grenzen, gerade in diesen Zeiten, wo sogar am Block nicht evident ist, für das wir Gelder noch weiter kriegen, die wir für als Arbeit, die wir bis lo gemacht haben, brauchen.
Wir werden vielleicht do auch und der Solidarität müssen appellieren, dass der Movement weiterführen kann wie ein Loas, aber vielleicht auch mehr europaweit kann aktiv gehen. Wir bleiben drin. Und das auch geplant mit anderen Umweltorganisationen nach einer Klarstellung gegen die Deregulierungsprozesse an diesem Bereich zu beziehen. Aber auch ein Press ausgefordert. Die EU-Themen sind nicht catchy, und generieren nicht eine Vielfalt von Klicken wie andere Themen vielleicht. Mit also einfach die journalistische Pflicht, auch am Vorfeld von Diskussionen an Decisionen auf EU-Niveau. So kompliziert das, noch mehr zu helfen, dass wichtige Dossiers zu einem gesellschaftspolitischen Thema gehen. Wir führen alle vor der bereits Lützeburger Regierung, Parteien und die EU-Deputierte ganz konsequent ob sich an alle Gremien, sie dem diplomatischen Niveau, an der Vertretung zu Brüssel, am Parlament, an EU-Sitzungen, also weiter ganz konsequent gegen den Rollback zu stellen, auf für eine wirklich Zukunftspolitik anzutreten. Wir fordern aber auch die Chamber ab, sich viel mehr anzubringen, weil das absolut nicht normal, dass als gewählte Vertreter recht am Nachhinein an der Regel gewohnt gehen, wer als Lützeburger Regierung zu Brüssel vertraut wird. Du musst endlich ein Debat am Vorfeld an einer Chamber kommen. Mit Chamber muss das aber auch wollen, am Ernst dafür sein. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Debat über die Großentwicklungen. Erlaubt mir aber nur, ob da von unserem Umweltminister zurückzukommen, so positiv sind aus so wären, so frustrant, dass aber gerade wer zu Lützeburg aufgeht. Sicherlich, auch heute ist es positiv Sachen. Nur lange Jahren als endlich eine Person am Energieministerium gestaltet gehen, die wird Wärmeplanung zuständig ist. Das ist ein Thema, das essentiell, das vielleicht man gewusst, mir an der höchst Leid von der Mobilität rausraschend ein absolute Gros von unserem Energieverbrauch. Die EU gab es zu gut, dass wir 25 Jahre keine Heizung, keine Gasheizung mehr sollen haben. Das ist mehr. Da muss viel geschehen. Eine Person kann es auch nicht retten. Mit das hat nicht akzeptiert, da muss ein anderer kommen. Das Wirtschaftsamt hat endlich ein Dossier von der Ewigkeitschemikalie THW abgegriffen und organisiert das Seminar. Das Seminar ist nicht alles, mit weist aber ob, das Thema bewegt sich, da mussten nur Maßnahmen kommen. Der Wirtschafts- und Sozialminister hat also zusammen mit anderen Akteuren angeladen, wie den Klimasozialplan zu schwätzen. Auch das ist dann nicht viel geschieht, mir immerhin ein Signal, dass sie dem mehr Gewicht will gehen. Aber grundsätzlich, und ich werde erst nicht wundern, als die Analyse von der Lützeburger Regierungspolitik absolut unbefriedigend. Zu Lützeburg geschieht genau das, was unser Minister zu Recht zu Brüssel angeprangert hat. Fürs völlige Beispiele stellvertretend für andere. Klimaschutz. Gemäß der provisorischen Klimabilanz von 2024 haben wir als Reduktionsverpflichtungen für den CO2 anzuspüren insgesamt nach Schluss an. Mehr am Industriesektor klammen sie in den letzten Jahren konstant. Klammen, nicht draufgehen. 2024 schluchen sie 38,5% über dem, wo sie hätte müssen sein. 38,5%. Wie als viel Zitat schon wie vom Minister von Vierdrun, es ging darum, bei dem Klimaschutz als wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Gemäß dem bei der verlorenen Presseberichte zu lesen, das plant das Regierung de contraire. Die Industrie hält jetzt Ziele nicht an wie geplant, aber da waren sie wohl zu hoch, wird gesagt. Alle sollen andere Sektoren die Responsabilität überholen. Mobilität zum Beispiel, wo wir ja auch wissen, dass die Elektromobilität nicht viel geht wie geduld. Ich freue mich auch schon auf die Reaktion von den Bauern, was sie drum müssen. Das ist absurd. Es wäre auch der Industrie ein absolute Bärending gelegt. Der graduellen Umbau muss gelingen. Es muss löser raufgehen. Der will eine Industrie nicht am Europa festigen. Wir werden also auf alle Fall mit aller Konsequenz gehen zu den Spielereien wären als Movement Ökologik. Aber wir fördern als Regierung ab, an allen Sektoren genau zu gucken, wie weit sie ihre Ziele gegebenenfalls nicht anhalten, aber wo muss nur gebessert gehen. Die Realität nicht wollen gesehen als keine Option. Logement. Sogar in einer Zeit, wo Entrepreneure von Krieg schwätzen und so, und dann am Bau nicht viel geht, hält auch der Bausektor seine Reduktionsziele nicht an. Am Bereich von den Gebäuden müsste 45% von den Emissionen an den nächsten 5 Jahren erzählt gehen. 45% an den nächsten 5 Jahren. Wenn der Bausektor nur mehr und Dynamik gewonnen, muss er sich nicht ausmalen, was dann Konsequenzen wären. Den Hauptteil von der Energie an einem Haus liegt am Bau, nicht beim Heizen. Die beste Solaranlage bringt nicht alles, wenn wir immer just neu bauen, wenn wir nach mit Beton. Dafür muss renovieren als ein Zentralteil von der Lösung mir einfach gehen. Mit der kriegen aber Black nicht mehr Steine an den Weg gelegt. Das ist schon da gebe ich ein Beispiel.
Wenn ihr ein Haus wollt sanieren, wird nach 2,50 Meter heicht wird, und das sind mehr ihrer Häuser, dann hat er Pech, weil die heutige Norm aus 2,55 cm. Da könnte die Plaffung um 5 cm heben. Ökologisch und sozialen Irrsam, da gibt kein Zweck. Geschätzt wird, dass zwischen 5 und 10% von allen Heideläusern stehen. Sie wären eigentlich gut und sehr mobilisierbar, was ja auch an dieser Wohnungsnot sozial unbedingt nötig wäre. Wir fordern dafür die Regierung ganz klar ab, aus der Renovation eine absolute Priorität zu machen, Hemmnisse aufzubauen. Das auf vielen Niveauen, auch bei mir Schaffen vom sogenannten nationalen Baureglement von den Gemengen, wo die ganze Regierung aber für allem auch den Interieur gefordert sind. Naturschutz. Ich muss an diesem Kader nicht wiederholen, wie dramatisch der Verlust der Biodiversität ist, kein von unseren Uferflächen Gewässer in einem guten Zustand. Mir Novelle leitet ein Kaskade von verschiedenen Reformtexten zum Naturschutzgesetz dich, bei denen ein trunkenelle Frosch mehr ausging. Gegen sie sich durchsetzen, da wären Konsequenzen verheerend. Gerade Lohmann der Grings an Ortschaften, geschützten Arten an ihre Lebensräume wären noch mehr Gefahr bis lo. Letztendlich geht auch nicht viel wie der Bauerrecht, weil fundamentale Probleme aber nicht richtig umgegangen gehen. Als Regierung ging damit ein absolut irresponsable Schwang gegen die Lebensqualität von den Leuten an den Wirtschaften machen, gegen Klimaadaptation, gegen die nächsten Generationen. Bis Slowakei korrekten Austausch zum Dossier, obwohl zum Beispiel auch den Observatoire vom Naturschutz und sogar den Architektenverband gesucht haben, die Gesetze halten riecht nicht. Wir fordern den Umweltminister ab, das Projekt fundamental zu verschaffen. Hier steht hier klar für das geht und noch die für die gesamte Regierung spielen. Wir werden am Movement als Hirsch auch neu konkret gegen Vorschläge auf den Tisch legen. Mein letztes Beispiel, das feiert, das ist, wenn es nicht so traurig wäre, eigentlich auch ein bisschen witzig. Die Landwirtschaftspolitik. Das ist die Orientierung von der Landwirtschaftspolitik, die den Zustand von der Biodiversität bestimmt. Der Dialog mit dem Landwirtschaftsminister klappt nicht, leider gut nicht. Und die Landwirtschaftsminister ist an Eisen so blank von der Biodiversität. Folgende Beispiele sehen die vieles aus. Die Landwirtschaftsminister war wirklich groß immer da ist, weil mir so zu Lützeburg wären zu viele Lebensmittel mit Pestiziden belastet. Ich habe den Ausdruck belastet genutzt. Zu den Fakten, wer das vor. An 50% von den Lebensmitteln an den Geschäften, also von Obst, Gemüse, die in der Sicht laufen, waren belastet mit Pestiziden, 50%, 5% lochen zum Gur über dem Grenzwert. Die Landwirtschaftsminister wird aber fand, weil Grenzwerte ja nicht bei 5% überschritten werden, dürfte mir nicht so, sie wäre belastet. Grenzwerte gouf respektiert. Ma Pestiziden hun neiich der Lebensmittel verloren. Aber se dra sinn, dat sie se belächt bei den Hanse. Am Platz Rosen zu sinn, dat mehr vorisch zuen, soll die Därme opstrecken, de Biolandbau wirklich vorbringen, als generell für eine zukunftsorientierte Landwirtschaft am Respekt für unsere natürliche Umwelt antreten. De Konsortium eng Landwirtschaft huet ganz konkret Propos fir gelöscht. Das löscht kann ich beliebig fortfeiert, man am Backesilo Bemol seht, de Flughafen soll ausgebaut, genügt recht zugefleischte Neien, bonne Chance, an andere vieles méi. Ich will zum Schluss vermengeriert auch nach einem anderen aktuellen Thema abgreifen, Pensionsreform. Als Pensionssystem hängt ganz stark für den weiteren jahrzehntelangen Wurstum vom Bruttoinlandprodukt an der Einwohnerzahl auf. Einzelsektoren sollen noch Eisermenung nur wursen, mit dem ganzen System aufhängig zu lassen vom Wurstum als franchement irresponsabel. Ökologisch und aber auch gesellschaftspolitisch. Lasst gelesen davon, ob man die überhaupt erreichen könnten. Packen wir es nicht weder als Justiz, noch als Gesundheitssystem, noch das Schulsystem, noch als Verkehrsstrukturen. Wenn wir weiter in die Richtung fahren, dann leben wir die nächsten Generationen ob die Klimakrise, ob die Biodiversitätskrise noch immer mehr Bürden ab. Als Umwelt-ONG sie werden nach Folgendes gesucht. Pensionen sind ganz wichtig. Wir am Gegensatz zum Pensionssystem können mehr, weil wir also nicht endlich etwas machen gegen Klima- und Biodiversitätskrise an den paar Jahren nicht nach genug besseren. Wenn immer mehr an den Dreck kommt, an der Krise, dann gibt es keinen Zweck, dass sie Korrekturen auf 5 Jahre zu spät an den Wirsel, den Donau von den nächsten Generationen muss kommen, werden immer mehr dramatisch gehen, desto mehr wenn wir auch nach Falschdecisionen holen. Es kann Ihnen wirklich nicht ernst sagen, wir machen das gerade schuldig,
und den nächsten Generationen, an dem wir Probleme nicht umgehen. Offenes Augen, Klima- und Biodiversitätskrise weiter befeiern. Ah ja, wir haben los noch ein Rentensystem, den auf falschem Pilier steht. Dafür, es wäre Höchstzeit, der Klima- und der Biodiversitätskrise dieselbe Aufmerksamkeit zu geben, an die Stellenwert zu erhöhen. An der Regierung, der Presse, der Zivilgesellschaft, an die Notwendigkeit von der Generationengerechtigkeit viel mehr echt zu wollen. Von Themen von uns eigentlich so lang und ausfeierlich behandelt gehen wie ein Rentensystem, dann hätte man schon vielleicht etwas erreicht. Wie wenn wir beim Generationenwechsel sind, allzu oft wird gesagt, die Jungen interessieren sich nicht genug für Politik und Engagement. Sind sie viel fixiert auf ihr Life-Work-Balance, auf vieles mehr? Nee, das ist nicht wahr, sie sieht es nicht. Auf alle Fall nicht mehr, wie wir doch wären. Es sind nicht die Jungen, die auf froh zu stellen sind, sondern die Gesellschaftsschwale von den älteren Generationen von uns. Und da verseht doch nach unser Schulsystem. Dem sind wichtige Aufgaben, für sie stark zu machen, wie die Challengen, die auch, wenn es Eiser, ob sie durchkommen. Nicht das Subjunktiv Imparfait oder nicht, wenn die Louis XIV bestört gouf. Also, ich muss noch nicht unbedingt wissen, wie die Golfstream sich entwickelt, wenn es da aufgrund von der Klimaveränderung. Nee, schon müssen die Jungen stark machen. Selbstwirksamkeit am Schulsystem erleben können, an dem sie selber dafür Projekte machen, Resilienz entwickeln, an dem sie Fähigkeiten kriegen, sich auch emotional an dieser Welt herumzufahren. Ja, auch viel mehr Kompetenzen vermittelt kriegen für eine konstruktive Streitkultur. Wir müssen sie nicht nur auf einen technischen Wandel, mehr auf einen kulturellen Wandel vorbereiten an der Schule. Und der bedeutet auch drängen Zukunftsvorstellungen, sich nur lauschen und auch kritisch mit ihnen diskutieren. Wir brauchen dringend die Reform vom Schulsystem. Den Ausdruck Streitkultur aus einer Woche, den Übergang zu dem wirklich schlechten Teil, die das wie kurz formuliert. Soziales und Ökologie müssen zusammen gedurcht gehen. Beide klappen nicht isoliert von denen. Schon gut nicht, wenn wir in einer Welt der Solidarität leben wollen. Es sind die sozial schwer, die am meisten unter der Klimakatastrophe und der Biodiversitätskrise leiden. Hier und aber auch für allem weltweit. Ökologie kann just klappen, wenn ihn für allem das Leid mithält und noch für eine sozial gerechte Welt antritt. Durch die Gewerkschaften und Umweltorganisationen, aber auch andere Sozialakteure natürlich alliiert. Und wir kritisieren in dem Kontext auch den Umgang mit Caritas, was für uns immer ein wertvoller Partner wäre. Wir drohen als Movement die Analyse von den Gewerkschaften, dass diese Regierung bis noch keinen ehrlichen Dialog mit Austausch von Argumenten erringen im Kompromiss mischt. Wir stehen also auch an andere Punkten nur. Aber vielleicht müssen auch mehr nach mehr Pferde springen, am Interesse von beiden einen ehrlichen Austausch über verschiedene Perspektiven zu haben. Ich war froh vom Wurstem, ich war das, wie eine sozial gerechte Transition wirklich schick kann. Aber auch frohen, wie wir gut Leben definieren, wenn ihr Material muss genug sein, wie weltweit Gerechtigkeit ausgereizt stehen am Raum und auch die gemeinsamen Kampagnen Tax to Rich. Wir sind als Movement Ökologique für allem am Austausch mit der Chambre des Salariés, das ist immens wichtig. Den Austausch mit den Gewerkschaften noch auf fundamentalen inhaltlichen Fragen Werte mehr, die wir dadurch beim Klima- und Sozialplan gemacht haben, weiter feiern. Es wäre noch viel zu sagen. Auch zum Krieg in Palästina. Wir sind froh, dass andere ONGen wie Amnesty Stellungnahmen beziehen und noch Manifen organisieren. Wir unterstützen die Weltgemeinschaft an Lützeburg darf nicht länger nur gucken. Man schwelt mal ein Zitat vom Ökonom Marcel Fratscher abhalen, den den neuen Generationenvertrag so definiert. Ich schlage vor, dass wir uns dabei an 3 Grundgedanken orientieren: dem Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, dem Recht auf einen lebenswerten Planeten und dem Recht auf eine intakte Gesellschaft mit sozialer Teilhabe, Solidarität und einer funktionierenden Demokratie. Und als allererst, le chemin est lent, mais on peut aller loin. Vielmals merci, wie ihr aufmerksam seid. Vielmals merci. Die sind live. Da freue ich mich, dass ihr auf Dökerfest kommen seid. Ich wünsche euch alle gut, ein schönes Fest, Faxen reden, und nun trinken wir aber nach der Summe Part. Aber wie gesagt,
den echten Vierderweisen natürlich Bio an diesem Fall vom Süden Hoffmann. Wie muss Merci Reinke an den nächsten Part.